Freunde, es läuft wie geschmiert hier in Kidusin, Itonin, in den Besa. Eigentlich überall. Hier bei Anno 1800. Willkommen zurück. So, mal ganz kurz anders hinsitzen. Ich merke gerade mal, meine Schulter ist ein bisschen zu sehr verspannt. Ich muss mal ganz kurz versuchen, klappt es überhaupt? Ja. Meine Rechtshänder mal mit links bedienen. Das wird ein Spaß. So, mal ganz kurz orientieren. Stellen Sie die Bücher. Es geht über die Verstorbenen ihre Besitztümer auf. Nee, das Buch ist es nicht. Das ist auch nicht. Ketzer im goldenen Zeitalter, das wird es auch nicht sein. Die gesegneten Toten, aha. Das haben wir jetzt schon mal gelesen, das ist offenbar das Richtige. Warum auch immer. Was? Diese Achtheit. Warum beziehen Sie sich auf ein Buch? Sicherlich ein Fehler oder ein Rätsel? Natürlich, Sie würden ja nicht einfach das versteckte Speers hineinschreiben. Ich bezweifle, dass wir sie schnell finden werden. Nimm dir die Zeit und sieh dich genau um. Jeder Hinweis kann uns zur Lanze führen. Achtheit. Vielleicht, weil Sie auch 8 sind, die ich brauche? Nee. 4, 5, 6. 6 und auch wenn ich die Übernahme beginnen würde, sind es trotzdem nur 7, also... So oder so geht der Teil nicht auf. Schade. Egal. Also, Garten der Gabelungen Stille. Als Tiluan starb, schrieben die Priester seine Hinterlassenschaft, darunter der Speer, zur Achtheit zurückgebracht wurden. Haben Sie eine Vorstellung, was das sein könnte? Na, und der Person begraben wurde, eine Achtheit, wenn wir mit 8 Dingen zu tun haben, vielleicht Götter, Statuen, 8 Tugenden, der zur Achtheit zurückgebracht wurde. Ne, ich würde auch sagen, irgendwie etwas... Ja, sowas. Aha. Okay, war wohl falsch. Okay. Ah, die Tugenden. Melodie! Anvertraute Art Kultur. Kardinaltugenden handelt. Sie an den Ort liegen. Der Achtheit in ihrer physischen Gestalt. Also das Buch selbst soll die Achtheit heißen. Nee. Wenn Tugenden der Schlüssel zur Heiligkeit sind, muss das Speer an einem sehr heiligen Ort liegen. Wo? Was? Doch nicht? Mann! Nerv mich nicht hier. Also, Achtheit in physischer Gestalt, das stimmt. Der Anfangsworten des Buchs in der Bibliothek befindet sich in der linken Flügel. Das Objekt selbst, ein Buch aus Holz. Ah, okay. Also doch da. Treffen Sie einen Schrank, das Lied. Was? Insel Gottes? Hä? Das sie Achtheit nannten. Wir haben ein Buch mit diesem Titel in einem Flügel der Bibliothek gefunden, der so passenderweise Insel Gottes nannte. Wenn der Standort des Buches in der Bibliothek die Lage des Speers auf der Insel wiedergeben soll, müssen wir herausfinden, was auf was sich die Insel Gottes bezieht. Darin liegt der Schlüssel zum Verständnis dieses Rätsels. Vielleicht steht der Flügel für einen bestimmten Ort auf dieser Insel, vielleicht steht der Flügel für eine der Inseln von dem Besa. Doch keinen Bock habe, alle Inseln von dem Besa abzugraben, wenn wir sagen, einen bestimmten Ort auf dieser Insel. Ja, schon mal gehabt. Die Bibliothek selbst sei also eine Karte. Ha, wie einfach und wie elegant. Mit Okay. diesen Hinweisen sollten wir herausfinden können, wo die Lanze versteckt wurde. Sollte ein Tempel... Was, er sollte sich in der Nähe des Tempels, also das ist der Tempel, auch befinden, der sich mit der Zahl 8 in Verbindung bringen lässt. Ernsthaft, 8 Tempelsäulen? Daraus könnte etwas werden. Ich habe den Ort erkundet und ich glaube, ich habe einen Plan. Komm zu mir, wenn du bereit bist. Jo, gerne. Der Speer liegt in der Nähe des Eingangs zum Tempel, der schwer bewacht wird. Wenn ich die Straße nehme, werde ich mit Sicherheit Priestern begegnen, denen meine Anwesenheit und meine Identität verdächtig erscheinen werden.
Es gibt auch noch einen versteckten Bergpfad, der mich ganz an den Tempel führen würde. Das sieht ziemlich gefährlich aus. Die Straße nehmen, den Berg schon am besten sein. Ja, versuch's mal. Tückische Klappt schon. Pfade, lockere Steine. Um hier weiterzukommen, brauche ich eine Karte. Fotografieren Sie die Anlegestelle am Beginn des Bergpfades. Fotografieren Sie den Tunneleingang, der in den Berg führt. Um Gefahren hinzudeuten. Ah, hier. Tunneleingang. Ja gut, aber Gefahren, ganz ehrlich, das packt er schon. Der ist ein ganz ausgefuchster. Dann auf in die Berge. Warte, bis ich mich melde. Jo, viel Glück. Petri Heil, sonst noch was in der Art. So, jetzt ist der auch wieder zurück. Er bringt noch mehr Holz. Hä? Warte mal, hier stimmt was nicht. Einsatzbereit. So, schon besser. Ei. Bereit. Können uns da schon mal was mitgeben, aber ich vergesse garantiert nachher, das wieder irgendwie zu entcraften, sag ich jetzt mal. Deswegen, gut, das passt so. Soll er zurückgehen, er hat einen bestimmten Auftrag, weil er soll ja Zustand. ganz kurz gucken. Genau. Aktiviert war das Schiff, bis alle Waren in dieser Station geladen sind. Ja, wäre eigentlich schon das, was ich eigentlich gehofft hatte. Seltsam, dass es trotzdem ein bisschen anders funktioniert. Offenbar. Gehen wir mal zurück in die Arktis. Du bist wieder da. Also, nee, ich hol, dass du ein Ding mitnimmst. Ah, da lacht mein Herz. Manövriere. Nicht hierhin. Hierhin. Wäre jetzt mal die Frage, wohin mit den nächsten Luftschiffen? Hätte eigentlich gesagt, am besten in die alte Welt. Beziehungsweise, nee, Quatsch, natürlich eine neue Welt. Für den Warenaustausch zwischen neuer und alter Welt. Ja, doch, könnte hinkommen. Also der Fall ist, wir werden sowieso mehr Luftschiffe brauchen. Also bisher halt die normalen Linienschiffe habe, weil die können oder haben Platz für 6 Frachträume. Oder haben 6 Frachträume für bis zu viele, ja eben so und so viele mögliche verschiedene Waren. Das habe ich hier halt leider nicht bei denen. Das ist ein bisschen doof. Die habe ich nur 4. Da muss ich halt ein bisschen gucken, nicht wahr? Oder was hat denn der alte Nate noch so? Irgendwas für Luftschiff-Items. Bewegungsgeschwindigkeit, ja, Ladegeschwindigkeit, Frachtverlangsamung. Der ist sicher geil, der war garantiert. Dem schon mal Frachtverlangsamung minus 100%, der ist, glaube ich, sehr wichtig. Schiff unter Beschuss. Ladegeschwindigkeit selber ist zwar auch nicht so schlecht, aber das andere ist sicher schon mal besser. Moment, was? Okay, er spuckt sie dann leicht rum. Okay, das war jetzt ein bisschen creepy. Ah, Chrome voll mit scheiß Glühbirnen müsst ihr auch noch machen. Egal. Hab anderes zu tun, Freunde. Freunde. Bitte verrate es nicht den Prinzen. Aber
aber auf dem letzten Luftschiff. Stück habe ich die Lanze als Wanderstock benutzt. Jetzt auf nach Angereb. Jo, mach das. Ah, deswegen habe ich immer so viel... Ah, deswegen so wenig Techniker. Okay, gut. Hab's verstanden. Bereit. Das ist der Grund. Das ist halt die Frage. Hier für ein neues... Muss ich ihm das eigentlich mitbringen? Ich glaube schon, wa? Habe ich denn hier überhaupt... Warte mal. 25 Schrott. Höhe stabil. Ja, vielleicht doch zwar schon. So, dann war da noch Schiff unter was. Beschuss. Schon wieder? Flotte erwartet Befehl. Dieses Schiff hat mich eine Stange Geld gekostet. Dann hör auf, mich ständig anzugreifen, Alter. Sie sich in der Zwischenzeit ruhig den Schweiß von der Stirn. Ich habe schon mal gesagt, 150 will ich nicht bezahlen. Vor allem nur für 2 Stunden. Sonst braucht es wieder ein bisschen Kohle. Nee. Nee. Vagabund. Du bist derjenige, der mir den Krieg erklärt hat. Dann bezahl doch gefälligst du mehr. Also ich zahle nicht so viel, also verstehst schon. Geizkragen. Ja. Und mein ganzes Leben? Selber schuld. Da sage ich nur selber schuld. So. Sind wir noch hier. Da sind wir dabei. Das ist super. 5 brauchen wir den noch. Okay. Erwarte neuen Kurs. Jo, ich auch. Ich auch. Guck mal, aber da gerade richtig gesehen. Das Walöl wieder zurück. Jetzt wollte ich nicht mehr weiteres Walöl holen, wa? Von hier oben. Interessant, interessant. Also das doch nicht so viel besser, wie ich gehofft hatte. Egal. 5 brauche ich aber gesagt, wa? Noch ein paar Dampfkessel. Oh, Dampfmaschinen von mir aus. So. Flieg bitte mal ganz kurz hier hin. So. Sag mal. Ah, das ist doch... Auf Kurs. Das doch nicht mehr, währenddem ich da im Lager drin bin, das irgendwie... verstehe ich auch nicht. Quasi während ich im Lagermenü bin, kann ich dann nicht mehr auswählen, hey, ich würde gerne... alles klar. Mit dem Schiff da und dahin, das ist irgendwie ein bisschen doof. Ah, Stahl ist es nicht Stahlträger. Nein! Verdammte Scheibenkleister. Kurs gesetzt. Der dann. Warnungen. Ne, da war nichts mehr. Ah. Logische. Ah, die Expedition, ne. Einige Kreaturen folgen uns. Komplett vergessen. So. Bitte weiter segeln, dankeschön. Ihr macht das schon, Leute, ihr macht das schon. Habe ich überhaupt Stahl? Um mal ganz doof zu fragen. Gar kein Stahl dabei, oder? Nö, woher auch? Die Endprodukte habe ich, ja, kein Problem. Und den Rest... Okay. Dann halt, dann gehst du aber trotzdem schon mal neue Region und zwar in die alte Welt. Nein! Falsch. Komm mal zurück. Mann, neue Welt, Es so. mangelt an Arbeitskraft. Ja, aber nicht mehr lange. Da jetzt nur temporär. Krass, war. Anteilseinkommen.
Jetzt verliere ich selbst auch so viel. Das muss auch mit den Investoren zusammenhängen. Sie denken, Sie haben nicht... So, damit hätte ich schon mal das alles komplett. Weil ich habe hier schon 3 Anteile, daran kann es nicht liegen. Aber wenn ihr natürlich hier zum Teil auch noch ein bisschen... Warum wird nicht hin und wieder... Ja. Seht ihr, Kaffee fehlt. Das hat halt mittlerweile so einen großen Einfluss, da ist unglaublich. So, ein Speer abholen. Wo haben wir ihn hier? Sind unterwegs. So, und ist das mit Angriff ja eigentlich noch die letzte Sidequest, die wir hier haben in dem Besa? Der Rest ist ja eigentlich, ja, Aufstieg von Kaiser Ketema. Strapazierte Gastfreundschaft. Oh Mann, das wird sicher noch lustig. Dass er dann einen Krieg mündet zwischen Ketema und der Queen? Oder quasi zwischen Mbesa und der Krone? Ich hoffe es ja eher weniger, Freunde. Ich bin kein Fan vom Krieg, nö. Das ist immer so doof. Hä? Wo ist er? Ah, da. Also ihn trotzdem verfolgen, finde ich cool. Das war auch mal anders, obwohl sie ja eigentlich jetzt ein Schiff patrouillieren. Haben die da in der Vergangenheit auch schon öfters mal ein bisschen angegriffen, weil sie dachten, jo, komm, muss trotzdem sein. Ich so, nein, das muss eben nicht sein, ihr verdammten Typis. Aber egal. So, Lexikon ja im Beser wählt noch. Immer noch. Ja, Ich muss hier Scheißpack. bleiben, um unsere Spuren zu verwischen und ein paar Dinge zu erledigen. Gute Fahrt, mein Freund. Danke. Wie wär's mit einem Kaffee? Sie spielen schon seit 2 Stunden. Ich bin sowieso gleich fertig, also insofern. Der legendäre also für heute meine ich jetzt, nachdem wir die Folge hier abgeschlossen haben. Der legendäre Speer der Ellerweis ist nicht nur ein Relikt der lange verlorenen Gründe der Dynastie Mbesa, sondern auch ein Symbol, alter Stabfest, das von Angriff eingesetzt werden könnte, um sich hinter einem neuen Herrscher zu erheben und sich auf die von den Speer verliehene Rechtmäßigkeit zu berufen. Ein selbsternannter wahrer König von Mbesa. Es wäre gefährlich, dieses Artefakt unbeaufsichtigt zu lassen. Der Kaiser muss davon erfahren. Aber seien Sie bewusst, die Gegner desjenigen, dem Sie ihn aushändigen, werden Ihnen den Verrat vielleicht niemals verzeihen. Alles bereit. Also bringen Sie den Speer zu Ketema, oder bringen Sie den Speer nach Angerib. Zurückgekehrt. Alter, seht ihr, wie schnell der ist? Lecco mio. Ich würde sagen, ich bringe ihn hier hin, komm. Route eingezeichnet. Ich glaube, hier steht sowieso nicht großartig. Der Dieb vertraut in den Speer an und drängt darauf, ihn den Prinzen auszuhändigen. Unter Beschuss. Allerdings sind sie der Macht dieses Symbols bewusst. Sehen Sie sich nur an. Stolz zurecht. Ja, soviel dazu. Dort wäre es in den Händen des Kaisers am besten aufgehoben. Allerdings mag man sich die Reaktion der Prinzen auf einen solchen Vertrag nicht vorstellen. Eine schwierige Entscheidung, aber sie müssen sie fällen. Wohin bringen sie den Speer? Nach Angerib oder Taburime? Also wählen Sie mit Bedacht. Ich meine, die Folge ist sowieso gleich vorbei. Also insofern, ich fahre einfach mal runter schon mal. Nach Angerib. Also jetzt dachte ich mal... Moment, ich wähle nochmal ganz kurz aus. Seid ihr des Wahnsinns, hier entlang zu fahren? Das hat nichts mit mutig sein zu tun, das ist schon ein bisschen Torheit. Alter, leg mich am Arsch, ey. Sind die aber da lang. So, ein bisschen weiter davon weg. Da gehe ich mal hier hin. So. Hätten wir das schon mal gemacht. Weil eben, ich werde sowieso die Folge gleich beenden und dann sehen wir dann halt in der nächsten Folge, was passieren könnte, wenn wir uns für eine Option entscheiden, was wir auch tun werden. Insofern, gar kein Thema. Warte mal ganz kurz, nochmal zurück. Mbesa, hat gesehen, erst zurück. Oh, okay, das gefällt mir schon besser. Mit allen Waren. So.
Jetzt bist du ja hier, Windsbraut 2. Wir haben hier, wie wir wissen, genau einige Waren. Prosperity La Isla, der bringt das da und so hin. Mein Weltkarte. Schiff, Sie glitschiger Aal. Ja, du mich auch. Nehmen gewisse Waren, die werden halt drüber schippern. Mit dem Öl muss ich mit denen machen, das geht nicht über ein Luftschiff, leider. Ah, hier alte Welt MBs, alte Welt Arktis, alte Welt, neue Welt. Ich habe halt immer so verdammt viele Waren dabei. Aber hier sowieso generell mal die Frage war von wegen, ja mit dem Kaffee und so, macht das Sinn, das so zu machen? Ja, nein. Schwierige Frage. Wo ist eigentlich alte Welt, neue Welt 1, wenn ich mal fragen darf? Da habe ich bereits mit der 2 begonnen. Hä? Macht das Sinn? Ja, der schon wieder. Natürlich auch schon alle Plätze belegt, das ist klar. Hier sowieso. Ja, werde ich viele Luftschiffe dafür einsetzen müssen. Der ist noch nicht hier, aber glaube mit dem werde ich anfangen. Generell mit dem Kaffee, ja, wir haben jetzt irgendwie 5 Stück dabei, aber ich muss erstmal gucken, hat er überhaupt jeweils 5 dabei, weil das glaube ich gar nicht, dass es schon 5 voll sind. Dann bringt sowieso nichts. Was ist denn hier passiert? Ungerechte Inhaftierung. Ach du Scheiße. Die Festung vor den Gefangenen evakuieren. Moralverlust. Nee. Wir befreien die. Ein eleganter Gefängnisausbruch. Sehr gut. Ja, weiter. Ihr schafft das schon, Leute. In den Wellen geboren, in den Wellen gestorben. Hasta la vista, Baby. Also, der ist ja schon mal hier. Das ist soweit gut. Wirklich gut ist, dass er hier ist. Naja. Alter, wie es einfach zu wenige sind. Aha, da ist er hier unten. Da ist klar, dass es zu wenige sind. Flugroute ist eingezeichnet. Prosperity ist eigentlich das. Ja, eben muss ich auch warten, bis das Schiff mal hier zurück ist. Und das Ganze mal ein bisschen vorbereiten. Weil es klar ist, die werden auch so oder so teuer sein. Alte Welt, neue Welt 2. Warum hat der Bananen dabei? Warte mal, das war sicher eine Quest, die ich mal hatte. Oder beziehungsweise eine Quest erfüllen musste und dann mir dachte, ja komm, das geht doch, oder? Machst du einfach mal so. Und nachher vergessen habe, sie da rauszunehmen. Ich würde es mir zutrauen, Freunde. Ich würde es mir sowas dann zutrauen. So. Da ist noch das gleiche Prozedere. Sind auch hier noch minus 33. Das Schiff ist das noch nicht fertig, aber bald. Sehr gut. Ah ja, stimmt, da haben wir neue Inselanteile zurückgegeben, wa? War es nicht so? Hä? Nee. Ah, was hier in dem Weser? Schiff vom Stapel gelaufen. Jo, das macht mehr Sinn. So. Emporkömmling. Mich um eine ganze Insel betrügen. Fleißige Biene, fleißiges Bienchen. Würdest du bitte kurz hochgehen? Um neues Gas zu organisieren. Neue Gasbuddeln. So. Wir sind ja auch schon bereit, um die Quest fortzusetzen. Sehr gut. Unter Beschuss. Theoretisch hätten wir das noch machen können, aber ich glaube, da können wir in der nächsten Folge noch. Also ist da ja kein Problem. Kann ich wieder normale Geschwindigkeit machen. Diplomatie. Können wir das irgendwie... Komm schon, Kumpel. Das kriegen wir irgendwie hin, oder? Komm schon, nicht ein Geschenk anbieten. Nee, ein bisschen einschmeicheln. Nicht genug Zucker. Ist echt schwer mit ihm. Verknüpft.
verknöcherter Knauserich. Ja gut, dann halt, wenn er nicht will, hat er schon. Nicht mein Problem. Also verpiss dich mal wieder. Ja, so kurz dann Capsuloni war, keine Ahnung. So, die Prinzen angerebt. Darum geht's mit dem Speer in der nächsten Folge dann. Ich habe natürlich gar keinen Plan, was ich jetzt hier machen soll. Die Eine Aufgabe. lassen sie hochleben. In Sternenheim. Wo ist denn das schon wieder? Können Sie mir helfen aus dem Palast? Ich bin sicher, dass Sie das erledigen. Was nichts für... Er will hier abhauen aus dem Palast? Okay. Ja, kriegen wir sicher hin irgendwie. Oder gut patrouilliert. Hier wäre natürlich ein Luftschiff auch geil. Hä, was baut denn der hier die ganze Zeit? Hä? Was baut er hier? Ich höre doch was. Egal. Keine Ahnung, was ich hier jetzt irgendwie für ein Ding machen soll. Offenbar will er hier abhauen. Oder mal kurz raus oder so, kein Plan. Jetzt gucken wir uns die nächste Folge an, Freunde. Auf alle Fälle, der Palast selbst wird ja immer schöner. Ich hoffe es zumindest. Man soll ja auch die Einheit Mbesas. Alter, das Geräusch geht mir auf den Sack. Die Einheit Mbesa symbolisieren, dass halt hier und da jetzt neue Gebäude errichtet werden. Das macht ja auch Sinn, sehe ich auch ein. Und ich würde sagen, wir können gespannt sein, wie es dann in der nächsten Folge aussehen wird, wa? Weil eben war Hadesha bereits beigetreten, Kidusi Nitoni. Okay. Kidusi Nitoni auch wenn es ein bisschen creepy war, noch ein bisschen verwackt ist, aber ansonsten klappt das soweit. Tja. Ich bin zu fett, ich komme nicht durch. Oh Mann, ey. Tja, was Themen noch genau will in der nächsten Folge. Könnte sicher spannend werden. Auf alle Fälle, er hat es eigentlich schön hier, kann man so sagen. Ich nehme mal an, er kann sich hier im Palast... Wurde beendet. Oh, scheiße. Ich nehme mal an, er kann sich hier im Palast so frei bewegen und so. Also im Gegensatz zu uns, wo wir ständig irgendwo dran festhängen und so. Uiui. Freunde, Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal zurück bei 1800. Mal gucken, wie es mit der Luftschiffflotte so aussieht. Wir können gespannt sein. Bye, bye.